Diese Lebensgeschichten sind so sehr gut zu hören. Dort, ja, das ist nicht kurz einmal alle besser, aber wenn wir einmal waren nur Jesus gehen, er ist der einmal reid. Er merkt nicht der Tod für uns. Wir wollen von der letzten Part vertellen von Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, Vers 28 und 29 sagt: De früh leid Wota terugstehen und ging in die Stadt hinein und sagte den Menschen: Kommt und seid ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kann dit der Christus sein? Diese samaritische Frau, sie leid Wota stehen. Und sie ging in die Stadt hinein, zum anderen, zu sagen: Kommt und checkt. Hier ist ein Mann, hier ist Jesus, der hat alles von mir gesagt. Jesus wird sagen. Jesus wird alles von wissen. Jesus, dort Läwendjet. Sie kam nur diesen Baum und sie will physische Wota trinken. Darf nur physische Wota. Aber sie ging weg und sie wird jässlich gefällt. Die samaritische Frau, die kam nur diesen Baum, sie kam allein. Und sie kam allein, vielleicht wenn sie sich schämen dort, oder sie fühlt sich nicht angenommen wie die anderen Menschen. Was von großer Unterschied. Ich weiß nicht, wie lange das was gewesen und was durch vertelt. Aber was von großer Unterschied. Allein in der Stadt gehen und alle Menschen das sein. Das ist so wichtig, dass wir die Lebensgeschichten, was wir von der hier tun, dass wir die wieder sein. Wir haben das wieder angenommen und nu wollen wir dort auch wieder sein. Wir wollen dort nicht bloß für uns holen. Jesus will nicht haben, dass wir dort bloß sollen für uns holen. Er will haben, dass wir dort sollen wieder sein. Und warum soll wir dort wieder sein? Das ist zum Gott verherrlichen, dem Herrn danken für was er tut. Und das nächste ist, das helpt andere Menschen mit ihr Verhältnis mit Gott. Wenn wir dort bloß für uns selbst holen, ja, das hilft uns. Aber wenn wir dort wieder sein, das hilft andere Menschen mit ihr Verhältnis mit Gott. Und da wird vielleicht noch nicht Jesus kann, ist persönlicher Heiland, der kommen nur Jesus, durch unsere Geschichten, durch deine Geschichten und meine. Haben wir fehlen Angst, andere von Jesus zu vertellen? In Johannes 37 und 38 sagt dort: Wer durstig ist, den lade ich an, nur mir zu kommen und zu trinken. Wer an mich glaubt, so aus der Schrift sagt, ut den sein Banner steht, wo ein Läwendjet ran. Wenn wir wat weiten, du Bahn, wie vertelt du ich schon, was ihr fand, wenn wir froh sind und mutig sind, über was das Hemd bloß einfach rührt. Wir seien andere dort. Jesus ist so gnädig und barmherzig. Er ist treu und er vergibt uns unsere Sünden, wenn wir immer weiter und weiter nur kommen. Das erste Mal, wo ich das Läwendjet nehmen darf, ich darf Schulunterrichten in Mexiko. No, das war vor dem Mal. Ich war noch viel jünger und ich war, sie waren vielleicht weit, ich war in Steinrich bei der Kinder Bibelschule. Der Lehrer hat vertellt von was Jesus, dass Jesus wie am Kreuz gestorben. Und dort Jesus verlangt, dass wir würden annehmen, ist uns persönlicher Heiland, dass wir würden unsere Sünden bekennen. Wird sie erst die biblische Geschichte vertellt haben, dann sehen sie, wer werde wohl, sie würden jeweilig sein, mit ihren Tod zu beten. Ich hatte sehr Angst und mein Herz bumst sehr. Aber ich ging durch.
Den so uwes, wie wir in den Tjengerheim und wie all die Kinder, die in der Taub in Tjengerheim schlugen, den so uwes kann ich nicht anschlugen. Ich probiert und ich kann bloß nicht. Und ich wusste gleich, warum nicht. Ich ging und ich put das an bei einer von der Lehrerinnen. Und ich sagte ihr, mein Hart bumst so sehr, ich kann nicht schlugen, wenn ich weiß, ich will meine Sünden bekannte Jesus. Ich will Jesus annehmen, das Läwendjet Wota. Sie beten mit mir taub, weil wie ich gebet haben. Ich ging weg und ich hatte zo'n Frieden. Ich hatte zo'n Frieden. Das war das erste Mal, wo ich das Läwendjet Wota, wo ich Jesus das annehme. In dieser Geschichte mit dieser samariterischen Frau, die samaritische Frau, die ist nu terug in die Stadt gegangen und die Jünger, die kommen zurück. Die Jünger, die kommen mit Eten. Und ich weiß nicht, warum all die Jünger wir in die Stadt gegangen und bloß Jesus zurückbleibt. Vielleicht braucht er ein Teil meiner Eten zu geben, wie weiß nicht. Anyway, so wir gegangen. Und ich habe sie zurück mit Eten und sie sagen zu Jesus, hier, et. Wir haben das Eten gekauft, nu werden wir eten. Jesus sagt, von dort eten wird ich eten, was die nicht von. Jesus vertelt von dort jässliche Eten. Aber die Jünger, die dachten an dort physische Eten. Und dann vertellen die Jünger und Jesus hier, die vertellen von Planten und Ernten. So, wenn wir erst das Läwendjet Wota haben, ja, dann plant wir und wir ernten. So, es ist schon gesagt worden, wir, meine Familie und ich, wir sind Farmer. Ich halten, wir haben Spargel und Gurken und so, das ist sehr trocken, wir tun das mit unseren Kindern tauben und sie hat schein. Aber wenn wir erst die Erde reinmerken, zum Planten, wir tun nicht bloß, oh, das Planten und sagen das, nein, was das? Das ist Zeit, das nimmt Zeit, dass die Erde rein ist. So, wir tun buggern, wir merken die Erde ganz weg, wir merken sicher, dass du es keine, das ist kein Krüt, und dann tun wir das fertilisieren, sodass das alle gesund ist und stark ist, sodass das rein ist, das zu dich unternehmen. Krieg so ist das, wenn wir andere von Jesus vertellen. Sehr selten mal kann wir nun ganz Fremden gehen und sagen, ich will dir von Jesus vertellen. Und dort die ganz rein sind und Fuß Jesus annehmen. Ich will nicht sagen, dass das nicht passiert. Aber sehr selten mal. Fern, wenn wir wollen, zu anderen uns Lebensgeschichte vertellen, das Erste ist, dass wir dann beten. Wir dann beten, dass der Heilige Geist uns wird die Augen aufmerken. Dass wir würden kann die Menschen sein, die ein Verlangen und was bereit sind für ihn. Die ein offenes Hart haben. Und dann, wenn wir erst da sind und wir haben Gebet, dann wollen wir Freunde mit ihnen. Nicht, Fertig schafft das nicht, bloß das Fuß zu tun. Dann wollen wir Freunde mit ihnen und wir vertellen unsere Lebensgeschichte. Und einmal, ich habe das Fertig gefangen, die sind in einer schweren Zeit bin. Und ich vertelle ihnen, von wo ich auch einmal in einer schweren Zeit war. Und wo ich dort beten und wo Gott mich helfen wird. Das ist, wo wir dort haben. Unsere Lebensgeschichte und damit haben wir dann von Jesus vertellen. Ich habe sehr viele Lieblingsverse, aber ein von meinen ganz besten, und das da ich so fern für meine Familie und für meine Freunde beten. Und das ist in Ezekiel 36, Vers 25 bis 27. Und ich bete das für die Menschen, wo ich will, meine Lebensgeschichte sein. Dort sagt, ich will reines Wota über ihn spritzen, sodass die rein werden. Ich will ihn von all dort, wo ihn anrein merkt, und von all jene Jätter reinmerken. Und ich will ihn ein neues Hort geben, und ein neuen Geist in jenen Saaten. Und ich will das steinerne Hort in den Körper rütreten, und ihn ein fleischendes Hort geben.
Ik wil mijn gest in junt geven, zodat je worden, mijn geboten houden en mijn versprechen behouden en doen leven. Dit is mijn gebed, dat God wordt, die persoon wat in mijn leven zijn, hart wegmerken en een nieuwe gest geven en een nieuwe wil, zodat zij ook een verlangen hebben, diesen Jezus, dit leven je Wota unternehmen. Du met, du wie zaden, wie doen planten. Wanneer we eerst planten doen en de tijd hebben zum ernten, dat is niet bloos, ik doe een dag zaden en de nächsten dag, dan komen de bloemen op. Nee, du hast für eine lange tijd zwischen. De Frucht aanbrengen, so ernten für mich ist, wenn wir die Frucht anbringen. So Apfel, Gurken, Spargel, was immer das ist. Wir bringen dort nan. Jesus vertelt hier, und sagt zu den Jüngern, merkt einmal die Augen auf und checkt nur die Arnd. Da ist allerlei ein Rieb zum Ernten. Von was vertelt Jesus von? Wenn wir da nur denken, vielleicht Jesus, was gekickt hat, du bist der Stadt und du bist der Weg. Und hier kommen ein Teil Menschen nur Jesus. Und dort lebe ich es ernten. Wenn Menschen nur Jesus kommen, wenn die nur Glauben kommen. Und Jesus wird die Menschen vielleicht sein haben. Und sagt, checkt, die kommen. Merkt ihn bereit. Diese Menschen sind bereit für Jesus, zum nur Jesus horchen. Eins, Vers 36 sagt, wer die Ernte anbringt, sammelt Frucht für das ewige Leben. Die du sät und die du ernt, die freuen sich taub. Säen und ernten, ja taub. Wir können nicht bloß säen und nicht ernten. Dort säen und ernten, ja taub. Wenn wir Gott sehen wird, uitbringen tun, und der Nächste, der wird das vielleicht anbringen, wenn der nur Jesus kommt. Wils ich in meine 20 Jahre, da ich Schulunterrichten in Mexiko. Und ich hatte jedes Mal hatte ich eine Bibellektion für diese Kinder. Und das waren kleine Kinder, Grad 1 und Grad 2. 30 Jahre später hier ich ein Zeugnis von einem jungen Mann. Und dieser junge Mann sagt, dann will es heute die Bibellektion gehört, was Frues und Läwendjet, ja, dann wird Frues und Läwendjet, was die hat dann gesagt. Dort hat ein Unterschied gemerkt, und 30 Jahre später hier, was von Unterschied dort gemerkt hat. So, das passiert nicht immer kurz, wenn wir unsere Lebensgeschichte vertellen, dort wir kurz wollen, was von Unterschied merkt. Aber das ist wichtig, einmal, dann do wir ernten, oder wir dann säen, und das wäre der dort ernten. Und eins ist nicht wichtiger, ist das andere. Die sind beide sehr wichtig. In 1. Korinther 3, 6 bis 9, da sagt Paulus, ich, die planten, Apollos, Gott, Wota, aber Gott mögt das wissen. Wir sind Gott seine Mitarbeiter. Wenn wir nur den Baum checken tun oder nur den Plant, einer von, ich habe das nicht gesagt, aber irgendwer hat das gesagt, ich tue die Wässern, und das kann ich nicht ernten, aber das kann ich sein. So, wenn wir nicht mutlos waren, wenn wir feiern, dort, ich habe immer weiter meine Lebensgeschichte gesagt, aber ich habe noch niemals mit wem gebetet, dort ich Jesus annehmen. Wenn wir nicht mutlos waren damit, wen Gott will uns brauchen, er will uns brauchen, uns mit unserem Müll, kann wir unsere Geschichte wieder vertellen. Diese samaritische Frau, so sage ich schon seht, sei wie allein und barm gekommen. Aber weil sie erst Jesus, seine Leib und sein Vergebnis
die hat dat angenommen. Jengst die in der Stadt nein, in sein Heim mit viel Menschen trägt. Und das macht mich denken, ist das wichtig, dass wir nur die Quack fahren? Ist das wichtig, dass wir Freunde haben, dass wir mit Menschen taub sind? Einmal glaube ich so, ich kann auch Quack haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir nur die Quack fahren und dass wir Freunde haben. In 1. Mose 2, du vertelt Gott und er sagt, das ist nicht gut, dass ein Mensch allein ist. Und das, ja, wir brauchen das fangen, wenn die sich befreien wollen und sagen, oh ja, das ist nicht gut, wenn ein Mann allein ist, so die muss sich befreien. Aber dieser Vers, ich glaube auch, wir können den anwenden zu uns, zu jeder Tag. Das ist so wichtig, die Quack und die Freunde zu haben. Freunde, die helfen uns, bessere Menschen zu werden. Die helfen uns mit unserem Verhältnis mit Gott. Freunde helfen uns, unsere Fehler zu sein. Wirkliche Freunde, die wollen in Live kommen sein. Hey, Helen, ich kann das sein, du das dort auch. Wer wird taub? Und die helfen taub, den anderen Weg zu drehen. Das ist, woran wir diese Freund, das ist, woran wir die Quack brauchen. In Sprüche 27, Vers 17 sagt dort, ein Maßer schoppt das andere. Krieg so ist ein Freund, halb den anderen. Ein Mann halb den anderen. Freunde sind wichtig, uns zu halten, zu wissen. Und Freunde sind auch wichtig, dass wir können mit denen lachen. Dass uns das schon geht mit ihnen. Meine Mama, die sagt Ferken zu mir. Und das ist sehr stark in meinen Kopf gekommen. Wenn du was Freund hast, dann musst du ein Freund sein. Und ich habe mich gefragt, sind ich wirklich ein Freund? Do ich wirklich horchen? Nur die Person, wenn die zu mir vertellen hat. Oder wenn die mir ein Problem sein, will ich das bloß Fuß fixen. Oder do ich wirklich ab ihrem horchen? Do ich entwiesen, wie viel wert sie sind zu mir. In den guten Zeiten und in den schweren Zeiten. Quack und Freund sind sehr wichtig, dass wir immer weiter von dem Läwendjet Wota schaffen können. Vers 42 in Johannes 4 sagt, dann sehen sie zu der Früh, so die Menschen von der Stadt, die sehen zu ihr. Nicht Levi, nicht mehr bloß, wenn dort, was du uns gesagt hast. Wir haben uns selbst gehört und wir weiten, dass das wirklich Christus, der Heiland für die Welt ist. Diese Samariter, die haben die Lebensgeschichte gehört von dieser Früh. Und viele kamen nur Jesus. So die Lebensgeschichten sind sehr wichtig. Und die Früh, dass Jesus würde bleiben. Und dadurch, dass Jesus du bleibst. Und mehr lernen die kamen sehr, sehr viel nun glauben. Nun, wenn wir diese Lebensgeschichten hören, die sind gut. Aber gleich wie bloß wären die Lebensgeschichten, was wir hören, oder gleich wie wären wir dann selbst nur Gott gehen. Wir dann selbst die Bibel lesen und selbst den Läwendjet Frauen dort Heimat sehen wird klar merken zu uns. Gleich wie wären wir haben ein Verhältnis mit Gott. Einmal würde wir dort gleichen, dort, ich weiß, würde einmal gleich ein bisschen sagen, dort Jesus würde bloß zu mir vertellen, dort würde ich brauche eine Stunde. Und dort ist aber nicht so. Dort ist so wichtig, dass wir immer weiter nur Gott sehen wird gehen und den Läwendjet Frauen dort Heimat sehen wird, offenbaren für uns. Und Heimat, will uns das Läwendjet Wota geben. Und will uns helfen, dass wir wissen und dass wir stark werden in ihm. Wenn wir in ihm bleiben, dann wollen wir stark sein. Ich kann nicht mit Trudy vertelt, aber ich denke so und ich bete, wenn der irgendwer ist und sagt, ich würde so gern das Läwendjet Wota annehmen. Und ich würde so gern mit irgendwem beten.
Ik weet, Trudy is toe. Ik weet, er zijn andere Frues wat zo sehr willig worden wel met je beden. Komt en vertelt met eind. En ik wens en ik bid dat je alle worden dit Läwendjet Wota aannemen en dat je worden in aanwassen.